Mai 1999. Schon der zweite Kriegsmonat. Immer häufiger machten sich Tornado-Piloten der Bundeswehr bereit für den Angriff. Längst war bekannt, dass nicht nur militärische Ziele getroffen wurden, sondern auch zivile. Ich habe dann um ein Gespräch im Verteidigungsministerium nachgesucht. Das habe ich bekommen, das war im November. Und dort hat man mir gesagt, es habe kein Operationsplan Hufeisen vorgelegen, sondern was man hatte, war eine Darstellung der Ereignisse, die im Kosovo abgelaufen sind. Und diese Darstellung der Ereignisse konnte man aufgrund der OSZE-Berichte und anderer Berichte nachvollziehen. Aber es gab keinen Operationsplan Hufeisen, so jedenfalls die Fachleute im Verteidigungsministerium. Geflüchtete Kosovo-Albaner, ein Opfer der Serben, aber nicht als Folge eines Vertreibungsplans mit Namen Hufeisen. Der war schlicht eine Erfindung des deutschen Verteidigungsministeriums. Kriegspropaganda, wie das angebliche KZ von Pristina oder das angebliche Massaker an Zivilisten in Rugovo. Das Elend der Flüchtlinge aber war auch eine Folge der NATO-Bombardierung. Vor dem politischen Scheitern eines Krieges im Kosovo war früh gewarnt worden, auch aus den Reihen der OSZE und des Militärs. Dennoch wollte die Bundesregierung deutsche Soldaten in diesen Krieg führen. Dafür musste sie die Gunst der Öffentlichkeit gewinnen. Kein Kriegsziel der NATO wurde erreicht. Was aus diesen Menschen wird, ist bis heute ungewiss. Man hat in der Vergangenheit oft der deutschen Generalität den Vorwurf gemacht, dass sie dort auch geschwiegen habe, wo sie etwas hätte sagen sollen. Und ich wollte in dieser Situation auch etwas sagen und die Manipulation und Propaganda nicht als solche stehen lassen. Doch Lügen und Propaganda in Zeiten des Krieges sind meist stärker. Sie sind Waffen. Sie töten die Wahrheit.